Leute, ja, ich wollte euch heute zeigen, wie Bandicam funktioniert. Ich werde erstmal euch darüber was erzählen. Man kann damit ja was auf den Desktop aufnehmen, Spiele aufnehmen und ja. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hoffe, ihr seht das. Ich bin mir nicht sicher, weil man kann es nicht vergrößern. Es ist so hoch. Okay, man kann hier oben, ihr seht das jetzt nicht, aber man kann hier oben, da wo meine Maus ist, kann man das vergrößern, irgendwas fotografieren, glaube ich, ist das auch, ja, Screenshot und Vollbild und kleiner machen hier oben und ja. Wenn ihr hier auf Öffnen drückt, dann kommt ihr direkt zu den Videos. Ich mache das jetzt nicht, weil es gab schon mal einen Fail, weil ich bin draufgegangen und auf einmal hat der ganze Zeit sozusagen Screenshots oder was weiß ich gemacht, Videos, die ganze Zeit 1 Sekunde lang waren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er das gemacht hat oder ich habe keine Ahnung. Deswegen nicht, wenn ihr aufnimmt, drauf drücken und weil bei mir war das so ein Fail. Dann geht ihr auf hier Videos, hier steht Hotkey. Hier steht Start, Stopp. Ihr müsst natürlich Haken drauf machen. Dann sucht ihr euch zum Beispiel eine Taste aus, die ihr so gut wie gar nicht benutzt, zum Beispiel F9. Und dann könnt ihr hier auf Pause drücken. Hier F8. Ich kann euch das mal simulieren. Ich kann, also das ist sozusagen ein Schneideprogramm. Ist kein Schneideprogramm, aber sozusagen, man kann Pause machen. Und ich zeige es euch einfach mal. Ich drücke jetzt gleich F8 und ihr seht gleich was anderes. So, ich bin wieder da. Ihr seht jetzt, ich habe die Seite zum Downloaden geöffnet. Ihr drückt ihr einfach zum Downloaden, zieht das auf den Desktop und installiert das. Ich habe das ja schon installiert und dann brauche ich es jetzt nicht machen. Hier drückt ihr einfach drauf und ja. Die Seite stelle ich natürlich auch in die Videobeschreibung. Gut, hier, ich weiß, ja. Ich habe hier bei Format stehen JPG, hohe Qualität. Aber ich weiß nicht, ob es hohe Qualität ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil Bandicam ist ja nicht gerade die berühmteste oder beste Art oder ja aufzunehmen. Und noch ein Tipp, nicht wenn ihr über Skype reden wollt, bitte nicht Bandicam benutzen, weil den ersten Fehler hatte ich auch, als ich mit meinem Kumpel Let's Plays mache ich ja. Und ja, wir hatten einen Fehler, wir haben zuerst Bandicam benutzt und es ging einfach nicht. Weil ihn konnte man richtig laut hören, aber ihn, also mich nicht. Ich weiß nicht warum, irgendwie, keine Ahnung, was los ist oder ja. Ihr könnt den Mauszeiger verstecken, aber das würde ich nicht machen, weil man muss ja sehen, wo ihr drauf geht oder ne. Und hier kann man auch Screenshots wiederholen. Könnt ihr alle 1 Sekunde, also jede Sekunde oder jede 5 Sekunden oder ihr müsst die Sekunden angeben, sagen wir so. Zum Beispiel, wenn ihr da 600 eingibt, dann macht ihr das jede 600 Sekunden. Ich glaube 600 Sekunden sind 1 Minute. Ich weiß es gerade. 10 Minuten meine ich. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Auslöseton bei Screenshot, also dass er dann zum Beispiel Kling macht und dass ihr das hört, wenn man Screenshot macht. Ja, das war das, was ich darüber weiß oder was ich benutze. Und ihr könnt nur 10 Minuten damit aufnehmen. Ich weiß nicht wieso, aber höchste Zeit ist 10 Minuten.
oder bis ihr 389,1 Gigabyte habt. Also jedenfalls ist es so bei mir. Ja. Oh, ich sehe gerade, ihr könnt auch hier doch verlängern. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe es gerade gesehen, aber naja. Ihr könnt ja auch nach dem automatischen Aufnahmestopp einfach nicht weitermachen. Eine neue Aufnahme startet er dann wahrscheinlich auch, kann er, oder er schießt den Bandicam oder den Computer runterfahren. Könnt ihr natürlich anklicken.